Archivgeschichten. Eng Zeitreise an Vergangenheit. Ein Podcast vom Lützebauer Nationalarchiv. Moin und herzlich willkommen bei unserer Podcast-Serie Archivgeschichten vom Lützebauer Nationalarchiv. Das ist als dritte Episode und noch das können wir mehr schnell mit auf den Weg für spannende Sujets aus der Lützebauer Geschichte zu entdecken und so auch einen Abblick zu kriegen an die Arbeit von unseren wissenschaftlichen Mitarbeitern. Mein Name ist Jennifer Müller und heute mit dabei am Podcast ist Niki Blasiewski. Moin Niki. Moin Jennifer. Niki, du schaffst seit 2017 beim Nationalarchiv und hast recent auch eine neue Responsabilität überholt, und zwar die Responsabilität über die Sektion Ökonomik. Kannst du uns ein bisschen etwas über deine Arbeit und deine neue Tasche erzählen? Ja, die Sektion Ökonomik widmet sich, wie auch schon in ihrem Namen hört, wirtschaftshistorischen Dokumente. Der Tisch des Sektion umfasst vor allem die sogenannten Archiv privé, der Tisch Privatarchiven. Und in unserem Fall sind das Dokumente von Wirtschaftsakteuren, sie haben eine Entreprise, ein Verein oder auch eine Privatperson aus dem Bereich von der Wirtschaft. Als Aufgabe und auch meine Aufgabe ist es für die Fonds von der Sektion Ökonomik zu betreuen. Das heißt, Dokumente zu inventorieren, also abzuschaffen, zu konditionieren, Demanden zu beantworten, Ideen zu machen, Publikationen zu schaffen und letztendlich auch die Akquise von neuen Dokumenten zu machen. Und als Ziel ist es dann für die Geschichten, die Dokumente an Fonds erzählen, nach außen zu drohen, also dem großen Publikum bekannt zu machen. Also das ist eine relativ vielfältige Arbeit. An dieser Episode von heute steht dann natürlich auch ganz am Zeichen von der Lützebauer Wirtschaftsgeschichte. Wir tauchen hier an Zeit an vom Stahl an Eisen, wo dann noch Teigieven, Minenkonzessionen am Fokus stehen. Der Stahlindustrie hier am Land ist an der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert ja eine große Bedeutung zugekommen. Sie war bedeutend für den Wachstum von der Lützebauer Wirtschaft, wie auch für den Wohlstand von der Population. Ja. Also es kann ich mir Sicherheit sagen, dass das 19. Jahrhundert für Lützburg eine ganz wichtige Zeit war. Sie war, sie noch grundlegend Prozesse und Laufen gekommen. Auf politischem, gesellschaftlich, sozialem, kulturellem und letztendlich auch wirtschaftlichem Plan. Und es war nämlich Zeit von der Industrialisierung. Und was wird dieser Schritt zur Industrialisierung damit gesprochen? Bei Göffen zum Beispiel neue technische Prozesse angefordert und andererweise, wie geschafft gehen aus, hat sich immens stark verändert. Der Tisch, dass sie so durch auf eine Mechanisierung und dadurch auch eine Rationalisierung von den Arbeitsschritten übergangen. Aus dem sogenannten Agrarland mit seinen aber ärmlichen Lebensverhältnissen aus einem Industrieland mit mehr Wohlstand entstanden. Und wie sehr war das Entwicklung dann? Das heute waren Entwicklungen, die nicht innerhalb von ein paar Jahren stattfanden. Das hat sich über die Jahrzehnte gezogen. Die wirtschaftlichen Abschwung von Lützburg ist in dieser Zeit dann auch Hand in Hand gegangen mit vor allem dem Development von der Montanindustrie. Was versteht ihr dann unter dem Begriff Montanindustrie? Montanindustrie als Sammelbegriff verweist auf die Stahl-, Eisen- und Kohlenindustrie, aber auch auf die Exploitation, die Verarbeitung und Produktion von den Materialien wie Stahl, Kohle und Eisen. Wie viel schon annimmt, wird eine Reihe politisch, gesellschaftlich und auch wirtschaftlich Entwicklungen an dieser Zeit auf verschiedenen Evenementen haben im 19. Jahrhundert auch ihre Stempel abgedrückt. Lützeburg hat also an der Zeit eine immens momentierte Geschichte erlebt und das eigentlich innerhalb von relativ kurzer Zeit. Ja, das stimmt. Innerhalb von ein paar Jahrzehnten auf Lützeburg verschiedenen Entitäten oder auch Länder zugeschlagen. Territorial auch staatsrechtlich gesehen war Lützeburg also an der Zeit ein Teil von diesen Entitäten. Auf welcher Zeit schwätzen wir dann heute? Wir schwätzen heute von der Zeit zwischen der Französischen Revolution von 1789 und der Belgischen Revolution von 1830 bis 1839. Diese Revolution hat dann auch zu der definitiven Aufsplittung von der Welt vom holländischen Königreich am Jahr 1839 geführt, was sich natürlich dann auch auf die Grand Duché ausgewirkt wird. Man kann ja zum Beispiel auch an Provinz de Luxembourg denken, die Haut natürlich integral zu der Belg gehört, aber bis 1839 aber zum Grand Duché gehört wird. Ja. Lützeburg hat 1839 die am besten gelegenen Provinz de Luxembourg, das Grafgesot-Region im Aargau und Belgien aufgetreten. Belgien hat noch eine Revolution, eine eigene König, der Leopold I. und noch eine eigene Monarchie.
Nicht zu vergessen ist dann auch der Beitritt von Lützeburg zum Deutschen Zollverein am Februar 1842. Dieser Beitritt hat Lützeburg wirtschaftlich nachhaltig geprägt und hat unter anderem, wenn dann noch auf lange Sicht, zu Wohlstand geführt. Und das alles trotz aufhängiger Misstrauen von Seiten der Bevölkerung, aber auch von den südlichen lützeburgischen Wirtschaftsakteuren. Wir haben ja am Nationalarchiv 2 aussagekräftige Dokumente, aus denen noch viel geht, wie der lützeburgische Wirtschaftsraum konzipiert war, also wie dieser Raum sich durchgestaltet wird und was sich also die Charakteristik von diesem Raum war. Ja, genau. Also wirtschaftlich gesehen war Lützeburg bis zum Mitte vom 19. Jahrhundert ein hauptsächlich landwirtschaftliches Land. 1820 hatte Jean-Georges Schwelmer, das war der Gouverneur von Lützeburg, am Namen vom König Großherzog Wilhelm I. 2 Rapporte in Auftrag gegeben. An den Rapporten sollte eben, wie es doch schon viel Rousseaus, geklärt gehen, wie der lützeburgische Wirtschaftsraum konzipiert oder sich durchgestaltet wird. Und das Dokument geht eben heute bei uns versucht. Ein erster Bericht, da geht er noch deutlicher vor, dass der Grand Duché hauptsächlich von agrarischen Strukturen geprägt war und da, wenn es auch strukturelle Probleme ausgesagt war. Von welchen strukturellen Problemen schwätzt man dann halt genau? Aber ja, ein größten Teil von der Bevölkerung hat ihren Lebensunterhalt mit der Landwirtschaft, respektive mit ihrer Arbeit Land, also auf den Feldern, verdient. Und immer wenig Landarbeiter haben auch zu den vermögenden Bauern gezählt. Die Majorität von der Landbevölkerung hat dem nur ab bescheidene, wenn nicht sogar ganz oder relativ prekäre Verhältnisse gelebt. Sie hat eine sogenannte Subsistenzwirtschaft betrieben. Der Teestaat oft nicht so viel produziert konnte oder gehen aus, wie auch gebraucht gouf. Es war quasi zum größten nicht auf die Selbstversorgung, mehr auf die Versorgung von der Familie ausgerichtet. Den Überschuss, wenn überhaupt schon da war, ob Märkte an der Gegend getauscht oder verkauft gehen. Was waren dann Gründe für das Rückständigkeit an die schwierige wirtschaftliche Situation? Wir goufne pur Gründe. Also einerseits hat Lützeburg wie 1814, 1815 die vom holländischen Königreich Chinas, an dem noch kein französisches Departement mehr war, eine wichtige Marche verloren, nämlich die restlichen französischen Departementer. Auch kann ich zum Beispiel an einem Schreiben, dass Lützeburg stand und den holländischen Innenminister geschickt und Gründe dafür nur lesen. Und stand, das sind ein politisches Repräsentationsorgan mit aber eingeschränkte Rechte. Stan erklären dem Innenminister, dass die Distanz zwischen Lützeburg und den holländischen Provinzen am Norden relativ groß war und so den Handel oder auch den Kommerz verschweren. Mit anderen Wörtern hat das geheischt, dass Lützeburg im holländischen Königreich isoliert war und dafür auf viele Hinsichten nicht mehr am Recht, also mit den nördlichen Provinzen mithalten konnte. Seit dem Wiener Kongress von 1814, 1815 war Lützeburg zwar faktisch ein eigenständiger Grand Duché. Mir also war eine Personalunion mit dem holländischen Königreich vom König Großherzog Wilhelm I. regiert ging. Aber dem nur auch weit weg von der politischen Zentral, der Demos wie heute auch noch zu Den Haag aus. Und im Brief, den ich auch viel genannt habe, gibt sich auch über die schwierige geostrategische Situation von Lützeburg beklagt, mit Preußen am Osten und Frankreich am Süden. Besteuerung hat auch eine immens wichtige Rolle gespielt. Schlacht am Mahlsteuer aus den 1820er Jahren gouf auf Wes auf Fleisch erhoben, was weiter verschafft zu gehen. Dadurch hat sich dann auch der Produktionspreis von diesen doch aber essentiellen Lebensmitteln erhöht. Und das hat sich darum negativ auf die Lebenssituation von der Bevölkerung ausgewirkt. Kann ich sicher so, und das war ein bisschen wie ein Teufelskreis. Ja, das war das. Und so hat auch das ein zum anderen gefährt. Und den Irrscher von der Lützeburger Bevölkerung über das Ausschränkung hat zeitweise dann auch zu Klangen an lokale Tumulte gefährt, wie zum Beispiel zu Rhemisch oder auch zu Münau, was 100 Jahre leid an, ja, dem uns noch zu Lützeburg gehört wird. Und Lützeburg hat ja also dann, wen das bislo verstehen kann, an der ersten Hälfte vom 19. Jahrhundert einen schwierigen politischen, aber auch wirtschaftlichen Stand. Aber wie wurde dann zu der Zeit mit der Eisenindustrie hier am Land eigentlich ausgesehen? Also auch die Eisenindustrie hat einer gewissen Rückständigkeit gelitten. Es gibt Mangel und technischer Fortschrittlichkeit am Gegensatz zu anderen Regionen, wie zum Beispiel zu der Balsch. Also 4 Beispiele zu nennen. Zu Seran, das bei Leckleit wird die aus England stammende Familie Koch Grill, der bekannt war für Textil- und Dampfmaschine sich ab 1817 etabliert. Und war dann noch heu, wo sie 1823 den ersten Hechofen gebaut haben, wo kein Holzkohle mehr Koch oder Koks benutzt wird. Für die Zeit war das immens innovativ. Guck dir noch Lützeburg, da hat es bis Ende von 1850er, Anfang 1860er Jahre gedauert, bis das der Fall war. Ja, es war ja recht die sogenannten Redécouverte von der Minette, also ein Eisenerz, das charakteristisch ist für den Lützeburger Süden, die Lützeburger Wirtschaft an Industrie nachhaltig geprägt hat.
an auch durch grundlegend Veränderungen mat ze spröt huet. Ja, ganz genau. 1842, das war das Jahr, an dem Lützburg im Deutschen Zollverein beigetreten ist, an auch, wo die Minat obenneits vom Geometer oder vom französischen Geometer Jean Renaudin entdeckt ist. Du setzt ha jo beneidener Gimeen. Ja, also es muss die aus oben ein bisschen relativieren. Also es war nämlich schon relativ lang bekannt, dass sich am Süden von Lützburg, mir auch in der Lorraine, also Nordfrankreich, speziell Eisenerz befunden. An war dat dann e puren Zofall, dats grad 1842 wo Lützeburg dem Deitschen Zollverein beigetruden ass och Mina entdeckt gouf. Ja, nee, also es wurde in der Fong so der Redécouvert, engem markanten und noch decisiven Episode, eng noch mehr große Bedeutung zukommen lassen. Und das aber nicht so, dass recht ab dem Zeitpunkt vom Rätesprung Eisenerz aus Minat geschwart ging. Auch 1842 wurde dieser Begriff schon zirkuliert. Der Begriff Minat huet joch späterhin eng ganz Region geprägt. Ja, also Minat oder de Minat ist halt effektive Synonym, respektiv meint halt auch de Lützeburger Süden, den de Minat genannt wird. De Minat ist halt auch eine Region, die identitätsstiftend ist, aber wichtig für die kollektive Erinnerung ist. Das ist sogenannten Lieu de Mémoire. Last Jahr ist ein lesenswerten Artikel an der Lützburger Fachzeitschrift Hemischt rauskommen. Den deutschen Historiker Werner Schacher hat diesen Artikel geschrieben und hier guckt auch, wie dieser Begriff sich am Lauf von der Zeit verändert hat oder wie dieser Begriff geprägt ging ist. Kommen wir aber enke kurz op die Jahr 1842 zurück. Kann ich sagen, dass das Jahr quasi der Startschuss für eine ganze Reihe Entwicklungen am wirtschaftlichen und industriellen Bereich war. Ja, den 10. Oktober 1845 kriegt Société Auguste Metz et Compagnie die Erlaubnis verlängst der Mehlebach zu einen Heichofen zu bauen, der pro Jahr 1 Million Guss, also Gusseisen produzieren kann. Diesen Heichofen ist 1846 gebaut gehen, an Ende 1840er, Anfangs 1850er sind noch zwei zusätzliche Heichofen hochgezogen. Hier steht dann, dass schon ab 1845 aus der Minat Stohl gestaltet gouf. Nee, noch nicht. Also es hat bis an die 1880er Jahre noch gedauert, bis an die Schmerzen aus der Lützeburg Guss an den Stahl hergestellt gouf. Und das war auch bis zur Aufhörung vom Thomas-Verfahren an der 1870er, respektive an den 1880er Jahren einfach nicht möglich. Aber was ist dann der genaue Unterschied zwischen Stahl und Guss? Den hauptsächlichen Unterschied zwischen Stahl und Guss ist Formbarkeit. Guss ist, sobald aufgekehrt ist, nicht mehr formbar. Das heißt, der Guss kann zum Beispiel nicht mehr gewalzt gehen. Der Guss ist also nicht mehr an dem Moment formbar, wo er auch gegossen wird. An dat sogenannten Thomas-Verfahren huet do neue Möglichkeiten mat ze sprecht. Ja, also Thomas-Verfahren entzieht dem Reheisen, dem Roheisen, Phosphor, wodurch dann im Endeffekt für ganz vereinfacht so ein Stahl entsteht. Niki, du hast viel von der Société Auguste Metz geschwart. Die hatten, wie ihr schenkt, großen Interesse und der Minat an hun, wie du rausgesagt, schon geahnt, dass es sich eine große Quantität geht handeln. Ja, das war die Société Auguste Metz et Compagnie hat im August 1854 eine riesige Konzession angefragt, nämlich eine Fläche von 2062,9 Hektar an der Gemeinde Asch-Akel. Und das sind plus minus 20,63 Quadratkilometer. Und das 20,63 Quadratkilometer entsprechen, für sich da ein bisschen besser vorstellen zu können, hautestags der Größe von der Gemeinde Irstenach. Der Konzessionsaufruf von der Société Metz war aber relativ kontestiert. Personen, die sich der Aufruf widersaht haben, haben argumentiert, dass die angefragte Konzession flächenmäßig viel zu groß und wichtig wäre. Es waren eben immens große Quantitäten Erz da. Also dürfen einerseits solche Gegenstimmen und andererseits auch konkurrierend Konzessionsaufrufen. Und Aufrufe von staatlichen Konzessionen aus zu der Zeit von einem Gesetz aus dem Jahr 1810, ein Gesetz aus der Zeit vom Kaiser Napoleon geregelt gehen. Am Fall von der Société Auguste Metz et Compagnie goffen eng 221 Personen aus der Gemengen Asch-Kehl, Täting und Rümmeling, die sich an einem Brief die für zuständige Administration gehend Vergif von einer Konzession und Metzen ausgeschwart haben. An aller Wahrscheinlichkeit nur, und obwohl es nicht ausdrücklich gesagt gouf, war der Société Metz, wie es durch Friedrich Chaussot bewusst, dass sich immens große Quantitäten Erzgäfe befanden. Diese Affäre hat sich dann auch über bald 3 Jahre gezogen. Und das reicht 1857, wo der Mond definitiv aufgewiesen auf.
An interessanterweise gouf am nämlichste Jahr Rapport und den Kinek Großherzog geschickt, an dem der Chlor an Deutsch vu Minet geschwar gëtt und dass das ein ganz wichtig Abkommensqual für Lützeburg wäre. Lützeburg ist dann auch, wie ihn am Rapport lesen kann, den propriétaire naturel de ses richesses. Und es sind genau das zwei Aspekte, die zu dem fähren, was sich auf Deutsch die Verhütungsklausel oder auf Französisch Clause d'enfournement nennt. Man hat gesagt ja schon ob wat dat pur Joer mich später rauslebt Lützeburg as ja auch dadurch zu awer ziemlich großem Wohlstand kom. Ja, das dat an de Bau von engem Eisenbahnsreso huet viel dazu beigetragen. 1855 aus dem Lützeburgsche Mineningenieur als späteren Direktor von der Burbacher Schmelz François Majerus sein Rapport iwwer Eisenbunnen zu Lützeburg publiziert gin. De François Majerus schreibt, dat Eisenbahn d'Exploitation vun diesen Richesse mineral erméigsche géif, an dat dës Minereen am Vierde sind fir d'Entwicklung vun der Lützeburger Wirtschaft an Industrie. Für den Majerus war Eisenbahn ein Mittel der lokale, also der Lützeburger Industrie nach mehr Dynamik zu gehen. Ma das da so, dat 5 Joer dem Majerus sein Rapport rauskommmers, also 1850 am Grand Duché Gesetz gestimmt gouf, der Lützeburgischer Regierung erlaubt huet, mat all interessierten Eisenbahnsgesellschaften zu negoziieren, fir bisssen zu gucken, wat Möglichkeiten sind fir Lützeburg und dat balscht Eisenbahnsnetz drun zu hängen. Ja, an zu denk 5 Jahre gedauert bis 1855 der ändert dem Numm Société Royale Grand Ducal des Chemins de Fer Guillaume Luxembourg bekannten Eisenbahnsgesellschaft ugefangen huet auch de Schienenreso abzubauen. An Streckt aus von Arel bis an Stadt Lützeburg a von Thionville bis an Stadt Lützeburg verlaf. Dat war also Strecke sind 1850 abgegangen. Am de Bau von dieser Streckefährung also auch ernst verlaf, wie in Ugangs geplant war. Dat ändert anderem wenns eng Mangtem o Kapital. An Probleme, die daraus resultiert sind, haben noch die Bauern ein bisschen oder pur Jahr entlang gezogen. Geplant war nämlich auch, dass der Westen und den Osten reliiert zurückgehen. Aber wichtig ist auch zu erwähnen, dass der Bau an Ausbau vom Eisenbahnsreso und Vergabe von Minenkonzessionen und Investisseuren gebunden war. Mit trotzdem anfänglichen Schwierigkeiten sind ab 1860 auch Asch a Beeteburg und Schienenreso ugeschlossen gehen. Und so konnte ein Eisenerz in anderem Minet mehr einfach transportiert gehen. Ma tosse vun diesen UFO kann ihn dat dann anhand vun Archivdokumenter nachvollziehen. Ja, also hier sind Dossier von der Administration der Minen ganz höllefreisch. Die Administration der Minen aus 1945 am Kader von einer Reorganisation von den Services mit der Inspection du Travail zusammengelöscht gehen. Dat ist das, was den Haut die TM nennt, also die Inspection du Travail des Mines. Ja, richtig. An der Zeit war die Administration der Minen eine Zentralinstitution. Sie aus 18 länger Sicht an die Leben gerufen, weil Posten für speziell ausgebildete Personen geschaffen sind, die unter anderem am Kontrolle von den Minen an der Anhaltung von der Minenlegislation beauftragt wurden. An den Dossier von der Administration der Minen kann ich gesehen, dass Ende der 1870er Jahren, wie vor allem ab den 1880er Jahren, verstärkt Minenkonzessionen gefroht gesehen. Das Haus von Ufroen hat verschiedene Gründe. Es sind erstens mehr Heicherwe gebaut gehen, es sind zweitens aus mehr Minen aufgebaut gehen und drittens von technischen Weiterentwicklungen eine wichtige Rolle gespielt. Also zum Beispiel Thomas-Verfahren. Ma an hai en kurz Klammer, weil Thomas-Verfahren hat auf auch einen Impact auf die Lützeburger Landwirtschaft. Ja, das war. Beim Thomas-Verfahren sind als Nebenprodukt Thomas-Starken entstanden. Und das goffen als Grundstünger für den Lützeburger Norden benutzt, also für die Landwirtschaft am Eisdeck. Hierdurch konnte landwirtschaftliche Produktion dann noch viel getrieben gehen und das alles hat einen positiven Einfluss auf die Lützeburger Landwirtschaft. Aber das ist manchmal echt ein Thema für eine nächste Episode. Und Aufrufe von Minenkonzessionen kommen von lützeburgischen Exploitoren, aber auch von südlichen ausländischen Exploitoren. Du schwätzt also hier auch von nicht lützeburgischen oder ausländischen Exporteuren, die sich für die Minen interessieren. Wer waren da zum Beispiel? Naja, wir kennen den zum Beispiel Brüder Sturm aus Neuenkirchen am Saarland nennen, der am Juli 1865 eine Minenkonzessionsaufruhr und den Direktor von den Travaux Publics gemacht haben. Sie haben sich besonders für den Ascher Minenbassin interessiert. Wie bei den Brüder Metz haben sich auch hier Personen gegen die Vergabe von einer Minenkonzession ausgeschwart.
Einer der Gegner war auch unter anderem ja, die Société Auguste Massé Compagnie. Mit der Begründung, der sie Demos, also wir erinnern uns, 1854 auch schon eine Demande gemacht und sie einfach refusiert kriegen. Was aber verpannt ist, als unter anderem de Metzen hier das Argument, nämlich dass sie einheimisch sind und dass die Demandeuren, also die Brüder Stumm aus dem Saarland, nicht mehr eine Aufrufe machen, für den Erz an Ausland zu transportieren und dann eben dort weiter zu verschaffen. Also relativ protektionistischen Usatz vun der Société Auguste Metz kennen do vielleicht doch vun engem ökonomischen Nationalismus schwatzen. Ja, im Endeffekt ist genau da. Die Société Auguste Metz, die sich als echten Inventeur und echten Konsumateur des Minerais gesagt, verweist auf einen nationalen Interesse an einer gewisser Hinsicht auf die Schließung vom Lützeburgischen Marché nach außen hin. Jedenfalls wird Extraktion von Eisenerz an diesem Fall Minen umgeht. Das nämliche Argument benutzen auch eine Reihe Anwohner aus der Gemeinde Asch. Sie gehen den Fakt, dass Minen in fremden Ländern gebraucht gehen oder an fremde Gesellschaften verkauft gehen. 1870 und 1874 wird das Art Minengesetz von 1810 geändert. Die neue Gesetze legen fest, dass die als konzessive definiert Terran am Süden vollständig dem Staat gehören. Hierdurch entstehen neue Vermögensobjekte, die der Regierung ein gut und lukrativ Einkommensquelle zusichern, was auch zu einer Hoss von der Konzession auf Frauen an 1870er oder 1880er Jahren feiert. Also da richtig, dass Herr nur desideiert gouf, dass kein Lützeburgischen Eisenerz huet dürfen an Deutschland exportiert gehen. Effektiv, das war 1875 bei der Reklamation von der Société Auguste Metz schon angeklungen war, nämlich diesen national point de vue huet 1880 81 e vierdeweschen Kulminationspunkt erreicht. Wird Vergab vu Konzessionen und de Fettgeborene gouf, dat den Eisenerz den zu Lützeburg aufgebaut gin ass, och hai am Land huet misse verschafft gin, an net huet Dir an Ausland transportiert gin. Diese Punkt hat am Fong schon Jahre 4 gesetzlich festgehalten sollte gehen. An dem Dossier vom Conseil d'État haben sie gedruckte Brief, eine Aufschrift vom Bundeskanzler Otto von Bismarck fand, wohin sich gegen 4 Jahre von der Lützeburger Regierung ausschwärzt. Der Bismarck schwärzt von einer Monopolisierung vom Eisenerz durch Lützeburg. Und das widerspricht aber der Grundsatz vom deutschen Zollverein, nämlich Gleichbehandlung von allen Staaten, die Teil an der Zollunion sind. Und das war im Februar 1871. Diese Initiative ist aber am Lauf vom Jahr 1871 noch ein Kehr kurz Fälle losgehen, ne? Ja, das ist 1871 Fälle losgehen und das letztendlich dann 1880, 81 rum abgegrafen gehen. All neu zu vergehen Konzession also ab dem Zeitpunkt und Konditionen gebunden gehen, dass den Eisenerz aus Lützeburg auch zu Lützeburg müsse verschafft gehen. Und das also ab dem Zeitpunkt dann auch an Konventionen geschrieben gehen. Ich meine, kann ihn schon bald sagen, dass Lützeburg am 19. Jahrhundert ein Zuchtwirtschaftswunder erlebt hat. Ja, das ist dem Grand Duché auf verschiedenen Etappen gelungen, für Kapital aus dem Eisenerz, also aus der Mine zu stehen. Durch Vergeben von Minekonzessionen, durch den Bau von der Eisenbahn und durch Verhütungsklauseln, die nicht Lützeburg Entreprisen a Kapital an de Grand Duché brucht hun. Das ist einfach faszinant zu sehen und das kann ich meistens recht an der Retrospektiv gesehen, bei Episoden an Evenementen aus der Vergangenheit dann eben an näher greifen, aber wie das ein zum anderen fährt und möchte das eben Zahnräder von der Geschichte, also es gibt muss so nennen, immer weiter drehen. Merci Niki für diesen interessanten Überblick über die wirtschaftliche Lage von Lützeburg am 19. Jahrhundert und die Entstehung von unserer nationaler Stahlindustrie, die Nosichen und Kontextualisieren von historischen Fakten und letztendlich das logisch auch zusammensetzen von den Feen, als ja aber am Anfang ein bisschen wie ein Puzzle. Wie bist du da bei deiner Recherche vorgegangen? Also für diesen Geschichtspuzzle für zusammenzusetzen, guck den verschiedene Dokumente für eine Entwicklung oder ein Evenement können durchzustellen und noch nur zu vollziehen. Und daraus übergeht dann über Drohnen sind als Geschichte. Und oft also das so, und auch in diesem Fall, dass ein Blick auf verschiedene Dossiers sowie auf verschiedene Archivungen ja, da eben einen Blick daran werfen muss, für eben die historischen Zusammenhänge können zu verstehen und noch hier zu stellen. Und natürlich dürfen wir auch nicht Forschungsliteratur, also Bücher und Aufsätze vergessen, die eine grosse Hilfe bei der Recherche sind. Dem Lützeburgischen Historiker Albert Kalmes seine Bücher aus der Reihe Histoire contemporaine du Grand Duché de Luxembourg sind nach wie vor eine agiebische Quelle. Es sind zwar Bücher, die an den 1930er bis 1950er Jahren rausgekommen sind, mit sind auch immer Referenzwerke für ein mehr tiefes Verständnis von der Lützeburger Geschichte am 19. Jahrhundert zu kriegen.
Nicht zu vergessen, so den auch an diesem Kontext sind 2 Bücher auf den deutschen Zollverein, mir auch die weiter Spezialetüde von anderen Historiker und Historikerinnen. An welche Empfungen hast du dir dann ein bisschen mehr genau geguckt? Schon mir für dieses Sujet ein ganz Reihe Dokumente aus Dossien aus verschiedenen Archivfonds angeguckt. Von Fonds aus der französischen Zeit, dem sogenannten Regime Français, bis zu den Fonds aus dem sogenannten Zweiten Regime Constitutionnel. Und das Fonds umfassen plus ou moins den Zeitraum 1789 bis 1880. Aber das dann so das Besondere in diese Fonds? Wat bei dëse Fonge besonders ass mir auch weil auch bei der Recherche zu bedenke gëtt ass dat Fonds modern wéi dësech nennen an éicher Instanz chronologisch geordnet sinn. De eenze Liersen an engem Fonds sind an awer um Pertinenzprinzip, dat hiech thematisch geordnet. Konkret hecht dat dat zum Beispiel am Fonds Regime des Pays-Bas, den zeitlich gesehen von 1815, also Wiener Kongress bis 1830 geht, heuget eng Serie, die sich Min-EU-Sinn nennt, an wat dann enger thematischer Ordnung entspricht. Für das Podcast folgt schon ich mir eben viel verschiedene Dossien angeguckt, die unter anderem in Bezug zu den Minen, zu der Minenlegislation, zur Wirtschaft zu Lützeburg und auch zu der wirtschaftlichen Relation am Deutschen Zollverein haben. Und das ist dann auch zeitlich, oder die dann auch zeitlich in den Kader gefallen sind, den ich mir dann ugangs gesagt hat. Hast du dich dann Lorang nimmen, ob Dokumente aus dem Nationalarchiv basiert? Hängt natürlich immer von der Vorstellung auf, die ihn hört, mir die aber auch möchte, den heute mal ein anderer Archiver gucken können. Und das war bei mir heute der Fall. Und wir erinnern uns an die Société Auguste Mercier Company, die 1845 zu Esch etabliert ist. Esch war damals, also im 19. Jahrhundert, ein egeständisches Gemeinde. Heute ist es Karte von der Stadt Lützeburg. Und und du, wenn ich eben noch an das Archiv von der Stadt Lützeburg gucken gegangen, und sie hatten ein Dossier, den eben für mein Sujet interessant war. Nicht zu vergessen ist dann auch die legislative Volle, weil die ganzen Minen an Minenkonzessionen froh hat sich ja auch an Dossier niedergeschrieben, die mit Gesetzgebung zu denen haben. Und zu nennen sind dann heute der Fonds vom Conseil d'État und auch der Fonds von der Chambre des Députés. Der vierte von diesen beiden Fonds ist, dass das Dossier im Kader von Numerisationsprojekten gescannt gesehen und PDF-Dokumente sind an eine Archivdatenbank integriert gehen. Also in dem nur à distance zugänglich. An den Link werden wir dann auch an die Shownotes setzen. Also für alle, die für uns sind. Berichte von der Chambersitzungen, leider diese oft vergessen, sind aber auch ein immens dankbar an Ausgiebigkeit. An der Schweiz von digitalisierte Fonds, du hast ja auch noch weitere Fonds, die für die Thematik interessant als an recht relativ rezent online gesagt ginas. Ja, das stimmt. Also auch Dokumente von der Administration der Minen sind integral gescannt gehen. Und es handelt sich in diesem konkreten Fall um Menge 2374 Dossien. Wieso ist es dann eigentlich so wichtig, dass Generaldokumente, aber auch das spezifische Dokumente digitalisiert gehen? Also das Grund für was Dokumente digitalisiert gehen, sind erstens einen vereinfachten Zugang, aber auch der Schutz von den Dokumenten. Und Schulfedern oder Schulgrad vom Schutz gespart an den Zustand von zum Beispiel den Dokumenten von der Administration der Minen, den wird noch variiert. Und für die südische Plan, wo oft Kollegbarbei benutzt gehen, haben starke Gebrauchsspuren abgewiesen. Und weil sie in der Vergangenheit regelmäßig konsultiert kaufen. An de Node vun diesem Hellbrungen an halftransparente Papaier ass dat de Matterzeit liicht brüchech gëtt an oder reist. An das geschieht dann eben durch Zofallen und Opfallen vun de Plan. Den Quelle stammen ja alle aus dem 19. Jahrhundert. Mir wie gesagt, damals der Spruch aus, die Demos zu Lützeburg oder die Sprachen, die Demos zu Lützeburg benutzt gesehen, respektiv hast du irgendwie Schwierigkeiten auch mit der Schrift? Ja, also im 19. Jahrhundert sind zu Lützeburg hauptsächlich Deutsch, Französisch, aber auch Holländisch benutzt, weil Lützeburg ein Teil vom holländischen Königreich war. Und Briefe und Rapporten, die zwischen Den Haag, also Holland, und dem Grand Duchy zirkuliert sind, wurden dann auch schon mal auf Holländisch geschrieben. Aber auch die auf Deutsch geschriebenen Dokumente waren nicht immer ganz unproblematisch. Und nicht unbedingt, was Spruch angeht, auch was sich am Laufe der Zeit Spruch verändert wird, und auch antiquitäre Begriffe heute so nicht mehr benutzt gehen. Wir war vor allem die Schreibweise, also die Deutschschrift, Kurantschrift, die das Lesen halt so ein bisschen mich schwer gemacht hat. Wir werden bei vielen also auch Übungen ganz wichtig für die Buchstaben und noch später entweder können es erkennen. Und Fachleute, die schwätzen von Paläographie, die Wissenschaft von den Adelschriften. Aber wenn ihr Glück habt, dann stehen sie aber auch auf gedruckte Quelle, wo die dann zum Glück schon ein bisschen schnell geht.
Ma vielmals merci Niki für diesen historischen Rückblick an die Geschichte von der Lützebäuerischer Stahlindustrie und noch merci für den Abblick an das interessante Archivquellen. Ja, ganz gerne geschehen noch dir ganz große Merci, Jennifer. Ich komme dann ein auf das Sujet von der Paläographie zurück, weil das Nationalarchiv organisiert auch regelmäßig Paläographie-Squaren. Wenn dir du interessiert wird, zeigt nicht ihr beim Nationalarchiv zu melden. Das Square geht regelmäßig organisiert. Auch hier setzen wir die Info in den Shownotes und damit wären wir am Ende von unserer dritten Episode, also noch eine Nullausstrahlung. Vielmals merci. Aber wenn ihr über alle neue Folgen wollt informiert bleiben, dann abonniert gerne unsere Newsletter über unsere Internetseite anlux.lu. Bis oben nights, wenn wir nächstes Mal auf eine Zeitreise an die Vergangenheit.